Ja, was ist denn hier passiert, Freunde? Wir haben die Ego-Perspektive zurück. Hier, Mann. Willkommen zurück zu Anno 117. Pax Romana. Okay, wünscht wir jetzt doch nicht. Hey, es ist seine Perspektive. Junge, Junge, Junge. Ich hatte noch eine Schwester. Sie wurde Okay. an einem Ja, dann kommt er wieder hier. Weiß nicht, wie es jetzt hier genannt wird tatsächlich. Warte mal, gehen wir wieder kurz raus. Oh, ich weiß es nicht mal wieder. Option, Spieleinstellungen, das ist fast dasselbe. Und zwar ist es... Das hat mit R zu tun. Ne, nicht Shift R. Control Alt R eigentlich, ne? Das ist hier gar nicht drauf. Deswegen war ich so verwirrt. Control Shift R. Ist nicht Control Alt R. Control Shift R ist es. Ja, nur Straße bauen, befestigte Straße bauen. Das andere ist hier gar nicht drauf. Da ist er mal voll schräg, ne? Dass dann als der Typ hier rumlaufen muss. Das verstehe ich nicht so ganz. Wobei, ja, ich kann natürlich nah und weit zoomen. Wie gesagt, ne, ich spiele natürlich an einer ganz anderen Grafikeinstellung als ihr vermutlich, denn mein Rechner ist noch ein bisschen älter. Ich werde hoffentlich dann demnächst mal verbessern. So, zumindest fürs Thumbnail schöne Bilder. Naja, schöne natürlich in Anführungszeichen. Und Ausrufezeichen, aber hey. Es könnte schlimmer sein tatsächlich. Und wir werden auch noch verbessern. So. So viel dazu. Dann wird es ja nochmal Zeit, hier was auszubauen. Ne? Ich will hier den Aufstieg wagen. Wagen wir den Aufstieg. Wir haben nur -2. Also so viel gebracht hat jetzt hier die Pelzhütte auch nicht. Aber sind ein bisschen happier. Das ist auch schon mal etwas. Ich glaube, lieber Gemahl, wir haben unser Heiligtum gefunden. Aus Frau wird Mann. Aus Mann wird Frau. Bea. Vater nannte sie immer Plebs. Er hat nie versucht, nett zu den Leuten zu sein, über die er herrscht. Das ist die nächste Stufe gar nicht, wie die heißen würde. Auch immer eine Option, das mir noch anzugucken. Generell habe ich das Gefühl, mir fehlen noch ein paar Dinge hier. Kapitel 2. Julias Geburtstag. Oh. Warum ist es mein Problem? Schon bald ist der Geburtstag von Kaiserin Julia. Das bedeutet wohl wochenlanges Feiern. Wahrlich grotesk. Schon, ne? Oh, zu Hause feiern wir nur die Geburtstage der Götter. Aber ich vermute, Kaiser sind ein bisschen wie Götter, oder nicht? Wir werden möglicherweise um einen Beitrag gebeten. Nichts allzu Übertriebenes, würde ich sagen. Ich frage mich, ob man in der Kampagne noch nach Albion reisen. Ich nehme schon an, ne? Okay, Ruhmeshallen, haben wir mit den Göttern zu tun? Neptun, schalte den Gott des hohen Meeres für all deine Spiele frei. Keres. Was damit noch auf sich hat, werden wir sicher noch erfahren. Auszeichnungen, ja, Forschung wäre noch etwas, tatsächlich, aber egal. Wir brauchen Ziegel. Viele Waren erfordern mehrere Produktionsgebäude. Die sind auch in den Warenlagern und so aus. Können wir die auch noch upgraden jetzt? Jetzt mal gesagt, eigentlich schon, oder? Aktive Effekte. Ja, ist gut, ich hab's verstanden hier. Das war mal das Ding, den Bauen. Stadtwache. Bekämpft Brände in einer Stadt. Sowas finde ich dann doch sehr, sehr wichtig. Vielleicht irgendwie zu Anfang der Stadt und dann zum Ende hin nochmal.
Mal so platzieren. Dann geht es wieder die Kustodie, bekämpft Unruhen in einer Stadt, also die Polizei. Villa des Praetors. Er hat Spezialisten in der Stadt. Ah, ja. Die Spezialisten, ne? Mhm. Die können wir auch noch aus dem Vorgänger spielen. Villa des Praetors. Ach du Scheiße, was sollen die hinbauen? Mit verlassenen Gebäuden hier hinten irgendwo? Ja, vielleicht sogar ein bisschen schräg, ne? Die Gute ist ja eine schräge Persönlichkeit. Was haben wir hier? Ah, das sind die Dinger. Okay, dann... Ich frage mich, was für Spiele hier früher stattfanden. Im alten Amphitheater. Oh, Herrin. Nichts als die abscheulichsten Auswüchse der Unterhaltung. Nichts, was dich interessieren könnte. Woher weißt du bitte schon, was sie interessieren könnte? Die Flussbeete selber sind so gemacht, ne? Wie ist das mit der Straße? Kann ich da irgendwie einfach eine... Ah, Brücken, wie habe ich die vermisst? Ich meine, ich bin großer Fan von Siedlerreihe oder also Spielen wie Pioneers of Pagonia. Und frage bis heute noch, warum gibt es keine Brücken? Was ist mit dem Spiel los, dass es keine Brücken gibt? Warum wollte keine Brücken zu anderen Menschen schlagen? So, machen wir erstmal hier eine schöne Brücke. Über 17 Brücken musst du gehen. Im Spiel gab es nicht wirklich schwierig. Das ist sogar eine Mega-Brücke. Ja, die gefällt mir. So. Also, Ziegel. Will mal sagen, ich baue den doch mal hier hin. Natürlich jetzt nicht, wie viel ich brauche. Wie sieht es hier so aus, verhältnismäßig? Also 2 Ziegeleien für eine Lehmgrube und ein Köhler. Das ist auf so Unterstützung, ne? Unterhaltskosten, was ist denn das? Minus 5 Fuß. Was soll minus 5 Fuß sein? Muss ich 5 Füße opfern? So geht ja nicht. Den kann ich bauen, aber den nicht. Was ist denn das für ein Scheiß? Warte mal. Das war leicht schräg. Alles ist bereit für den Besuch des Prätors. Der heilige Prätor möge erscheinen. Übrigens war noch eine zweite Ziegelei, ne? Weißt du was, dann mache ich sie anders. Dann mache ich sie nämlich der Länge nach. Dinger schräg bauen, ne? Wir haben immer so vorgeschlagen. Müssen wir, glaube ich, bald mal machen. In einer deiner Städte gibt es einen Mangel an Arbeitskräften. So. Ah, das sind die Arbeitskräfte, verstehe. Ja, Moment, die kommen doch gleich. Soll auch jemand sagen, dass die so ein Symbol haben? Sind wir zu wenige. Füße, wir brauchen Füße. Ja, ist ja gut. Die brauchen auch Füße, Füße. Hätte irgendwie hier unten was machen, ne? Brennstoff an den Produktionsgebäude benötigen. Ja, wenn ich halt oben mache. Vielleicht hier, damit ich noch ein bisschen Platz habe. So, ich werde hier garantiert noch eine weitere Straße dann bauen müssen. Moment. Also, war vielleicht nicht ganz so clever. Ja, genau deswegen.
okay, geht schon besser. Weil dann hätte ich gesagt, also hier noch ein Lagerhaus machen natürlich, sonst wird es wieder schwierig. Arbeitskräftemangel. Ja, daran soll es nicht scheitern. Da sieht doch niemand meine knochigen Knie. Die will ja auch keiner sehen. gerne auf dem Knochige Markt. Knie sehen, hallo? Solange ich nicht verkauft werde. Was hätten wir gerne? Brot. Das sieht ein bisschen seltsam aus, aber okay. Albion sind es die anderen. Garum. Also ich denke schon, dass wir jetzt im Verlauf der normalen Kampagne noch nach Albion so können. Wäre so ein bisschen schräg. Vor allem mit den DLCs die noch kommen sollen ja auch mit der... sag schnell. Mit der Kampagne vereinbar sein und da gibt es das ja auch. Also da gibt es natürlich auch neue Ware, meine ich. Passt hinein. Wenn ich jetzt sowieso wieder so stark im Plus bin, frage ich mich doch direkt wieder, die auch mal upgraden soll. Kostet man zwar ein bisschen Holz, klar. Es kann doch aufsteigen. Nee. Also einfach nur, dass sie zufrieden sind. Einen Effekt drauf hat. Der Bären in der Nähe, Bevölkerung Zufriedenheit. Okay, gut, ja, ist natürlich auch cool, ne? Inselgesundheit, keine Seuche. Okay, aber Inselzufriedenheit ist cool. Vielleicht muss ich ja auch ein bisschen darauf achten, ne? Dass sie irgendwie, dass nicht allzu zufrieden sind, aber auch nicht gar nicht zufrieden sind, ne? Also irgendwie Mittelmaß halten. Schaden kann es auf alle Fälle nicht, denke ich mal. Also, wir haben hier noch ein bisschen zu wenig Arbeiter, dann hier natürlich auch. Da ist für die Optimierung, ne, die Kohle. Also ich jetzt die einfach mal abstellen. Optionsgebäude an, Ruhm 15. Ach du Scheiße. Der wird ein Spaß. Also plus 1, okay. Das heißt, theoretisch hätten wir hier jetzt genügend Arbeiter. Wenn wir uns mal ein paar Ziegel bauen können, dann haben wir die noch. Und eben, ich glaube, der ist auch nur zur Optimierung. Ich bin immer hier, wenn du mich suchst. Ist dann halt die Frage, ne? Heißt hier Wir haben nichts, um Optimierung, das Feuer anzufachen. Brandzyklus. Also wenn ich den anhabe, vielleicht gar nicht mehr 2 Ziegeleien für eine Lehmgrube bräuchte. Das sind ja also Dinge, die man ein bisschen ausprobieren muss. Ne? Ich meine, wir haben so viele Beeten hier an den Flussplätzen. Können jetzt noch ein paar Lehmgruben bauen. So ist es nicht. Ein bisschen schneller kann es schon machen. Kohlefeld. Ja, brauchst du wirklich Kohle dafür, oder? Warte mal. Wenn es mal ganz so frech, ich stopp den mal. Schalt den wieder an. Wir bauen irgendwie beide 5 Leute, ne? 5 Arbeitskräfte. Ja, genau. Und jetzt will ich halt wissen, wie sieht es jetzt hier aus? Insellager, keine Kohle, das interessiert mich nicht. Brandzyklus hält 2. Verringerte Produktivität, aktueller Vorgang. Der steigt. Das muss man fast wie ein bisschen ausprobieren hier, ne? Darf ich jetzt mal reingucken oder was? Ich habe bedauerlicherweise keine guten Neuigkeiten. Titanius hat vor kurzem eine schlimme Kolik bekommen. Eine sehr ernstzunehmende Erkrankung. Ja, ich merke schon, der kratzt ab, bevor wir hier immer was machen können. So, dann haben wir zu viele. Lucius und ich haben wundervolle Erinnerungen an beschauliche Heiligtümer und die Treffpunkte der Gelehrten von Ambrosia. Salve. Wenn du nicht allzu beschäftigt bist, freuen wir uns auf einen Ausflug in die Vergangenheit. Du brauchst eine Villa, um zu zeigen, dass du eine Insel beherrschst. Ja, machen wir. Was ist jetzt hier Eine mehr? Villa? Meine Schwester Sekunda würde von Neid sterben, wenn sie das wüsste. Deine Die Stadt Werbung ist halt wächst auch 30 und mit ihr steht. die Wahrscheinlichkeit eines Zwischenfalls. Baue Einrichtungen auf, um mit solchen Vorfällen besser umgehen zu können.
Bin einfach nicht so sicher, was hier... Ja, aber schon gesehen, dankeschön. Wie hier die Interpretation davon ist. Ne? Also heißt jetzt in dem Fall von der Ziegelei, heißt das, ich brauche einen Köhler, damit ich Ziegel produzieren kann? Oder heißt es ist auch nur dazu, damit halt der Prozess optimiert wird? Man kann es halt so oder so interpretieren. Ne? Ich denke mal 100%, normale Produktivität. Sagen die halt bei 100% geht, nicht höher geht, dann stimmt es ja schon, was ich mache. 100%, ne? Das ist das, was ich eigentlich will. Sprich, die Kohle, Köhlerei, wie auch immer, die brauchen wir, damit die Ziegler überhaupt funktioniert. Es macht ja auch Sinn irgendwo durch, ne? Will ich auch gar nicht abstreiten. Warentransport. Verarbeitungszeit, ja genau, das habe ich schon erwähnt, ne? Hier zum Beispiel sieht man sehr gut. 1 Minute, eine halbe Minute, 1 Minute, also war einmal Mehl, zweimal Weizen und zweimal Bäckereien. Steht auch nochmal schwarz auf weiß, beziehungsweise weiß auf blau oder so, keine Ahnung. Also, soweit dazu. Ja, wir haben hier unten ja ein Lagerding, der wird ja wohl kaum schon dahin reichen. Hallo? Okay, der macht so. Dann hier, ich meine, Brandgefahr hast du hier vermutlich eher weniger, ne? Es tut dir gut, eine Also Sardine aktuell zu nicht. essen. Jetzt wäre halt die Frage, vielleicht mal so temporär den da hochzupacken, weil hier oben werde ich vermutlich eher ein bisschen Wasser brauchen. Kein Notfall, Hilfstruppe, wo gehen wir jetzt hin? Salve! Ja, da mal ganz kurz gucken, was ihr macht. Zugleich! Zugleich! Ah ja, dann sind einfach mal hier überall vorgestellt. Jetzt gehen sie wieder. Ziegel! Wir bauen Ziegel! Ja, komm ja. Das ist noch cool, ne? So Ego-Perspektive zum Beobachten. Salve! Aber jetzt Cäsar. Wer überhaupt ist. Das weiß ich ja nicht. Also. Mal kurz ein Luki. Wir haben im Insellager 0. Das hingegen wundert mich jetzt sehr. Also, Lager selber und Insellager. Okay, natürlich 2 Paar Schuhe. Also hier haben wir im Insellager schon ein paar. Logischerweise auch, ne? Die war auch ja stetig. Ich dachte jetzt ernsthaft, dass... Okay, wir haben wohl ein bisschen vertan hier. Also wir lassen jetzt mal den noch pausieren, den kann ich später da aktivieren. Das ist ja unser geringstes Problem. Arbeitskräfte, ne? Da ist ein ganz anderes Problem. Wir haben Arbeitskräftemangel, Freunde. Ja, auch schon 117 da, Pax Romana. Es war nicht anders als bei uns, ne? Neue Option verfügbar. Weißt du was, macht ja direkt auch. Scheiß drauf. So. Inselgesundheit, Brandsicherheit. Das Bereichseffekt und Spezialisten, -6, -9, +4. Ja, bis zu 8 Gebäude, ne? Die sind halt vor allem hier oben. Wir bauen einen Grammatikus oder Heiligtum bauen, Villa des Proetos bauen. Heißt jetzt, ich kann nur eins von beiden bauen. Kaserne. Eine Stadt vordringen. Holztore, hölzerner Schützenturm. Bin ich grundsätzlich sehr dafür, nur die Frage ist, wo zum Beispiel baue ich das hin? Hier direkt zu Beginn weg ist vielleicht ein bisschen doof. Holztor genauso. Das sehe ja auch aus. Vielleicht kann es hier eins hinbauen, ne? Und hier alles abriegeln. Ja, genau so sehe ich aus. Früher gemacht, aber nicht mehr jetzt. Naja,
Vielleicht mal wieder. Wie noch schönes. Schiffswerf, das reichweite Ziele in deinen Abenteuern. Seile und Segel. Stadtstatus 2 von 3. Okay, da fehlt noch ein bisschen was. Noch ein bisschen teuer, ne? So cool auf der Sink, ne? Aber die irgendwie, keine Ahnung, einfach nichts irgendwie einbringen wollen. Wie ist denn das hier in Grammatik? Wo ist denn der? Ist das bei euch hier holen? Nahrungsmittel freigeschaltet. Brot. Die große Beliebtheit und Bekömmlichkeit des Brotes machen es auch für den Handel sehr lukrativ. Garum. Das fischige Garum zaubert ein Lächeln auf die Gesichter der Menschen und passt zu Brot, Brei und allem anderen. Dankeschön. Das sind die Dinge, die ich noch bauen müsste, ne? Ich will jetzt die Frage, gibt es euch... Es gibt Zufrieden und Glauben. Okay, keine Kohle. Also, wird es nicht gebaut. So, hier noch schönes. Sandalen. Seife. Ja, kann ich verstehen. Aber erst später. Noch ein paar Leute mehr. Was haben wir? Makrelenhütte. Haben wir noch eine? Für 2. Das sind Sardinen, Entschuldigung. Verzeihung. Der Herr. Warum waren noch so viele Makrelen? Ich meine, die wollen jetzt sowieso auch nicht mehr so viele Sardinen haben, ne? Und mein Ding ist eh voll. Ein Warenlager. Ja, komm, ich pausiere den mal. Kann ich das Ding eigentlich auch ein bisschen ausbauen, hier das Konto? Ein bisschen mehr warenlagermäßig oder klappt das hier anders? Entdeckung Kontorverwaltung. Ach du Scheiße, es klappt so. Ach du grüne Neune, das kann ja was werden. Okay. Also wir brauchen Sardinen. So ein Gebäude. 1,30. 1. Ah, das ist eine Scheißzahl. Also warte mal. Er heißt 3 von denen. Ne, 2 von denen. Moment, nein, doch umgekehrt. 3 von denen, 2 von denen, ne? Oder? Jetzt habe ich gerade einen Blackout. Warte mal, es geht ja um die Zeit, die es bräuchte, ne? Nach 1 haben die schon 2, deswegen brauche ich hier 2-mal mehr. Jetzt haben wir aber hier das Problem, dass er nicht ganz aufgeht. Das ist sowieso kein Problem. Im Prinzip, wenn ich 1 Salzgärten baue, brauche 2 Makrelenhütten und 3 Garum-Sosier, damit es aufgeht. Kannst du das so wegmachen, ne? Die müssen eh hier sein. Oder ich baue es mittlerweile mal hier unten hin. Wobei, kann es ihm noch verschieben, ne? Da werden wir sowieso in Künftig noch machen. Hier haben wir auch noch welche. Also ja, die Dinger werden noch da hinten verschieben. Irgendwann mal. Also machen wir hier 2 Stück von denen. Dann ein Salzgärten. Was ist denn das? Extrahierer. Der muss auch hier hin. Gut, das ist an der Küste. Wie gesagt, der kann ich später mal hier hin machen. Salzgärten, das Ding, Makrelenhütte, wunderbar. Und 3 von denen. Ich hoffe, das bringt viel, ey. Ist auch Futtern. Futter. Der Nahrungsding habe ich eigentlich hier unten weniger, ne? Zum aktuellen. Ja, komm, mach's jetzt mal. So, aber hier alles in der Nähe ist das so schlecht. Ich habe hier auch noch mehrere Lagerhäuser, ne, um die Waren abzuholen. Also auch das wird funktionieren. Produktion, ach, das gibt's auch wieder. Mhm. Ja, natürlich sehr wichtig, ne? Dann ist schon wieder aktuell die Nachfrage, ne? Oben Produktion, unten Nachfrage. Das sieht man jetzt auch sehr gut anhand der Makrelen zum Beispiel. Hier Lehm produziere ich 2, aktuell ist Nachfrage 1. Das ist das, was ich eigentlich schon erwartet hatte, aber trotzdem ging es ja irgendwie nicht, ne? Also wird doch mehr an Lager.
Ja, komm, mach mal. Wir müssen jetzt halt warten, bis die Waren hier geliefert werden, ne? Währenddessen das Brot. Ach du Scheiße, wir brauchen eine Köhlerei wieder. Da ist aber eine zweite Köhlerei tatsächlich. Weil die erste kann das alles hier nicht stemmen, das ist ein bisschen das Problem. Ne, weil eine Köhlerei war ja schon für die Ziegeleien hier oben. Also der Köhler macht das alles. Auch noch eine Bäckerei. Jetzt müssen wir langsam mal auf den Platz gucken. Also eine zweite Köhlerei kann ich hier machen. Das geht sowieso noch nicht. Soll ich vielleicht... Warte mal. Das haben wir schon angeschaut, ne? Dass die Dinger hier unten gar keine Kohle einbringen. Wäre sehr doof, das jetzt schon zu bauen. Ja. Keine Versorgung. Macht halt die Bilanz ein bisschen Sorge. Komm schon. Produzier den Mist. Skarum, ne? Also eine Versorgung von 2, obwohl es kaum benutzt wird oder kaum gebraucht wird. Einfach zu wenig haben, ne? Muss man noch so viel mehr Leute hier anbauen, das wollte ich gerade sagen, genau. Makrelen, aber das funktioniert soweit, ne? Also wir haben hier keine Negativbilanz oder so eigentlich, von dem her. Aus Sardinen. Okay, war einfach nur gerade überlastet. Also mein weitere Häuser hier bauen ist ja kein Problem, ne? Verstehe mich da bitte nicht falsch. Infrastruktur zu bauen. Hier wenigstens eine Villa. Ja, ich habe schon gesehen, wo meine Villa ist, aber mein Gott, die braucht natürlich auch wieder Kohle. Also wenn ich die Dinge da ja habe, und jetzt muss ich ein bisschen schauen, machen der Planungsmodus. Die hier ausbaue. Jetzt hier gar nicht mehr. Die Ruinen können ja sonst mal irgendwie was machen. Dann machen wir. Na komm. Nochmal eine nette, kleine, feine Häuserreihe. Dann bleibt hier hinten nochmal eine ran. Hier hinten nochmal eine ran, ne? Was? Hallo, klick doch mal. Hä? Okay, verstehe ich nicht. Gefühlt noch ein bisschen buggy das Ganze. Ja, Mann, er klickt einfach nicht. Was ist denn das los? Eine Maus will irgendwie nicht. Hä? Was ist denn das wieder? Okay, jetzt geht's. Manchmal. Das hatte ich letztens, also bei Folge 1 mal aufnehmen, hatte das noch nicht, ne? Das so rumspackt. Okay, Einkommen und Zufriedenheit, ne? Hätten wir schon mal damit. Hier gibt es auch mehr Bevölkerung und noch ein bisschen mehr Einnahmen, da ist natürlich auch noch verkehrt. Aber erstmal schauen, was denn hier passiert, ne? Wenn ich jetzt die mal upgrade. Und auch die hier. Vor allem hinsichtlich dem hier. Okay, wird ein bisschen knapp. Wir sitzen also nachher nochmal so einen Weg bauen.
Ey, zum Teil reagiert auf meine Maus da drauf nicht. Voll krass. Der geht noch, ne? Ja gut, das Ding. Das kann man tatsächlich nochmal irgendwo hier hinten hinbauen. Wenn es jetzt nur daran scheitern sollte. Ist halt Bevölkerung was fehlt, ne? Also insofern schon wichtig. Ja, 30 Minuten rum. Ihr könnt kotzen und zu einem Strahl. Das geht immer so schnell hier. So, wenn ich einerseits den Weg dahin verlängere und dann aber zusätzlich auch noch hier entlang mache. Aber ich mir so denke, hey, hier wurde schon irgendwas eingezeichnet, dann mache ich da direkt mal weiter. Ruinen können entfernt werden. Ich kann sie entfernen. Auch ein bisschen traurig, oder? Verlassene Amphitheater. Das könnte vielleicht irgendwie so ein Punkt sein, der zur Kampagne selber gehört. Ne? Dass man sagt, hey, das bitte so belassen, weil das bauen sie später da um. Oder hoch. Das heißt, rein theoretisch, die Dinge alle abzureißen wäre eine Option. Um die größeren Ruinen zu räumen, werden Arbeitskräfte und Materialien benötigt, die unsere derzeitigen Mittel übersteigen. Verstehe, Chefe. Die Arbeitskräfte benötigen Seile für besonders große Ruinen wie diese. Das macht Sinn. Ich würde trotzdem eine ganz kurze Produktion anschauen. Wie sieht es denn so aus? Ne? Sardinen, Haferbrei, Tuniken, aktuell potenziell 1 von 2. Ja, solange der Grün noch mehr ist, ist alles picobello. Er unterschätzt halt gerne, ne? Da ist leider so. Jemand, der irgendwie sagt, nein, der kann das nicht bauen, weil sonst geht denn das und das wieder nicht auf und das ist doch scheiße dann. Da komm, wir warten mal hier hin. Da kriegen die auch ein bisschen mehr, ne? Dementsprechend ein bisschen mehr Kohle wieder. Jetzt kann die Häuserei ja mal upgraden. Und die natürlich dann auch wieder. So. Noch ein paar Arbeiter mehr. Dann würde ich mal sagen, nächste Folge gucken wir also mit dem Brot. Und vielleicht sogar schon einen Zeitpunkt, wo ich die Sardinen und so weiter hier rüber packe. Ich habe gerade überlegt, dass der Teil hier auf der Insel, also wenn man so will, links von mir jetzt, ne, dass der da gut für ein bisschen Produktion gelten könnte. Ne. Klar, werden noch weitere Dinge kommen, die wir brauchen zum Anbauen, da ist ganz logisch. Aber das wäre doch eigentlich schon mal eine Variante, ne? Was könntest du denn Jetzt benötigen? schicken wir das Schiff wieder los, weil er will ja alles ein bisschen erforschen. Egal, mit der irgendwie was handeln geht noch nicht, ne? Sie atmeten den Staub und Schutt des Okkasus ein und bezahlten das mit einem frühen Tod. Aber sie gingen nie fort. Auskräfte benötigt. Man sagt, Geld macht den Mann. Dieser Mann macht das Geld. Finanzenspezialist, Wohnhäuser und Reichtum. Einkommen plus 1,8. Dann kostet mich 110.000 Gebühr. Ja, leck mich am Arsch. Jetzt hier. Ruinen können entfernt werden. Die Arbeiter haben etwas aus den Ruinen geborgen. Plus 10 Holz. Oh. Auf Wiedersehen, Ambrosia. Willkommen, Juliana. Das schöne Ambrosia. Der Duft, der Geschmack, alles vorbei. Alles vorbei. Hier noch, ne? Wegen der Villa und so, da vielleicht hier unten eher so ran. Ja, könnte noch was werden. Hier haben wir das lustige Ding, das bleibt dann also so. Hier hinten, ja, jetzt haben wir angefangen hier mit der Produktionskette, könnte auch später noch was machen. Hier hatten wir, was waren hier schon wieder? Das waren die Produktionen. Naja, vielleicht Kleidung dann darüber oder vielleicht mal eine andere Insel, ne? Stichwort exportieren, da verstehe ich mich mit meinem Namen. Wie früher andere Erfahrungen gezeigt haben.
Dass wir dann hier, also ja, das Ding halt weg haben und auch mal hier Palisaden und so aufmachen können, ist klar. Noch ein bisschen Platz für weitere Gebäude. Dann was noch alles kommt, dann müssen wir halt gucken. Ja, ist gut, Mensch, Spiel, hör auf mit dem Scheiß. Schiffswerft, ne? Seile können wir machen, Segel. Schön, aus Schafen. Segel machen wir aus Schafen, alles klar. Seile machen wir aus Hanf, ja, das hat er geklaut, vielen Dank dafür. Unsere Spieler haben neues Land Das ist nichts gesichert. Neues. Ja, das haben wir auch schon. Stadtwache, ja, ist gut, Spiel, Mensch. Stadtstatus, ne, für das Ding fehlt noch. Brände bekämpfen könnte natürlich auch schon mal ganz cool sein, ne? Generell fehlt mir jetzt hier noch ein bisschen weiter Gebäude, ne? Spezielle, was sind doch die hier? Ja. Darum kümmern wir uns in der nächsten Folge, Freunde, ne? Hier ein bisschen, noch ein bisschen mehr Spieler Kohle haben scheffeln neues natürlich. Land gesichert. Will ich aber auch noch mich ein bisschen hier drum kümmern, ums Brot. Wie gesagt, im Idealfall dann auf der Seite der Insel, also das Ding auch alles hier ein bisschen rüberschippere. Und hier haben wir ja auch wieder Kleidung, ne? Tunika und so, die können wir wieder hier hoch machen, damit ich hier nicht mehr so viele Gebäude hier habe. Die Stadt auch besser abgrenzen könnte. Und irgendwann mal brauchen wir auch einen Teil der Insel, wo ich dann Militär und so mache. Und sind wir ehrlich, ich glaube, das wird schlussendlich hier drüben sein. Tatsächlich, weil sie ja vom Platz her passt. Und dann hier vielleicht eher ein bisschen so Nahrung, wobei eben, wenn ich sowieso das Ganze exportiere, sieht es anders aus. Aber das wird alles sich später zeigen, ne? Später, was ist denn hier Was los? in der Taberna passiert, bleibt in der Taberna. Ah ja. Ich dachte, da wäre irgendwie vielleicht sauer oder so. Die Dieser Effekte. Fisch ist das Salz des Meeres. Garumwerk in der Nähe. Einkommen plus 1. Der ist natürlich fies. Wenn die Dinge in der Nähe sein müssen für gewisse Effekte, weil darauf zielt natürlich überhaupt nicht ab. Ne? Ich hab's gern getrennt voneinander. Nicht irgendwie alles so beieinander, weil sonst könnte ich anfangen, die Häuser auch hier dazwischen zu bauen und alles drumherum. Und nee, so fangen wir gar nicht an, Freunde. Nicht mit mir. Aber gut, das ist noch das Thema. Ich sage dir schon wieder vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Dann werden wir uns eben da um weitere Gebäude, Produktionen und hast nicht gesehen kümmern. Natürlich auch hier mit der Holzkohle. Also, wenn beide aktiv sind, dürfte die eigentlich nicht mehr steigen. Aber zumindest. Da hier, Ziegelei müsste eigentlich, also nichts mehr im Insellager, ne? Ist das gut oder schlecht? Wer weiß? Baumaterialien. Wobei, Kohle ist immer noch gut, ne? Ja, ist wirklich eine Köhlerei, reicht dafür aus, beide? Das heißt irgendwie Verarbeitungsprozess 30:1 hier Verhältnis. Na, ja, dann wäre es wieder sowieso wie hier. Oder das heißt natürlich jetzt insgesamt sogar nur ein Viertel wäre, weil sie sich nicht auf den Prozess hier bezieht, zwischen Lehmgrube und Ziegelei, sondern nur auf die Ziegelei selber. Und ich 2 Ziegeleien für eine Lehmgrube brauche. Und entsprechend auch nur, also das ist quasi 2 Ziegeleien. Versteht gar nicht. Naja, ist eigentlich auch egal, ne? Hauptsache es funktioniert irgendwie. Dann trotz allem. Gut, dann sage ich danke fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ich wollte gerne noch ein Thumbnail machen, scheiße. Machen hier Ziegelei, ne? Ziegelei, Ziegelei, wo ist denn die Ziegelei? Eieiei. Jo. Könnte ungefähr so passen. Kann schon irgendwie was Passendes aussuchen auf das Thumbnail. Vielleicht wird es auch sowas sein. Oder vielleicht eher dann sowas. Oder vielleicht auch irgendwie was in der Mitte. Wir werden sehen. Oh, aus dem Weg! Plattgewalzt. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.